Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, und es gibt heute eine spezielle Folge, denn das, worüber wir heute reden, gibt es in voller Länge auf Steady. Das heißt, ich und mein Gast, der Josef, hi. Grüß dich gut. Wir reden heute über ein ganz cooles neues Game, und unsere zukünftigen Gaming-Folgen werden nämlich dann immer auf Steady erscheinen. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch so wie jetzt hier, dass wir da einen kleinen Teaser nur mitgeben, dass ihr Herz, um was es geht und ob wir uns da überhaupt auskennen. Weil gerade bei dem, über das wir heute reden, ist es nicht ganz so leicht. Denn wir reden heute über Elden Ring. Yay! Und? Wie gefällt dir Elden Ring? Wie weit bist du? Bist auch auf Platin, so wie ich? Tatsächlich nicht, weil ihm mir das Finale nur aufhebt, dass ich nur ungehindert in der Welt umherreisen kann und weitere Entdeckungen machen kann. Weil ich irgendwie nicht verzichten mag auf die Orte der Gnade und wieder die komplette gigantische Map ablaufen muss, wenn ich wieder irgendwas finden möchte. Also das ist mir zu crazy. New Game Plus ohne mich. Ich glaube, ein kompletter Durchgang. Naja, also ich sehe das ein bisschen anders. New Game Plus bin ich schon ganz scharf drauf, weil ich möchte den ganzen Bossen, die mir jetzt in den letzten Wochen ständig eingeheizt haben, selber mal einheizen. Ach, du möchtest seiner zurückgeben. Schön. Genau, die zeigen, wo die Ziege den Honig versteckt hat. Ja. Elden Ring von From Software ist mein erstes Spiel von From Software, das ich gespielt habe. Wobei, stimmt nicht ganz, ich glaube, Bloodborne ist ja auch von From Software. Richtig. Da habe ich mir angefangen und bin kläglich gescheitert, weil man muss dazu sagen, wer mit From Software, Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, wie heißt das, asiatisch Sekiro? angehauchte? Sekiro. Wer damit nämlich noch gar nichts anfangen konnte, der wird erstmal wahrscheinlich sie in den Arsch beißen, weil Sterben ist da ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Man merkt ganz schnell, der Spielehersteller möchte einem das Ganze nicht zu einfach machen. Ja, auf gar keinen Fall. Wobei, was man auch dazu sagen muss, jetzt haben wir nur kurz angerissen, das Spiel lässt sich schon ein bisschen vereinfachen. Du musst nur rausfinden, wie. Also gibt fast keine Leitfäden oder sonst irgendwas im Spiel. Also es nimmt die überhaupt nicht an die Hand. Das ist nicht so wie bei Assassin's Creed, das die quasi automatisch durchs Spiel führt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Du musst eigentlich alles selber erarbeiten. Ja, und wenn man da halt dann sie auf die Nacht hier sitzt und sie denkt, ja okay, dann fangen wir halt einmal an und spielen Bloodborne und hat überhaupt keinen Peil, was da eigentlich passiert und was da los ist, dann führt es entweder dazu, dass man sich denkt, okay, jetzt nochmal richtig reinbeißen oder ein bisschen googeln und schauen, wie man vielleicht als Anfänger da mal vorkommt, oder, so wie ich, man denkt sich, na, dafür habe ich keine Zeit und lässt es dann wieder. Bei Elden Ring war es ein bisschen anders. Ich habe dadurch, dass das schon von Anfang an so gehypt war durch den Trailer, dann ist es ja, glaube ich, einmal verschoben worden. Ja. Auf 25. Februar, da ist es nämlich dann erschienen, diesen Jahres. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, ja, das ist jetzt zwar im Hype, aber das ist bestimmt nichts für mich. Dann habe ich viel Vergleiche gehört so zu Breath of the Wild, wo ich mir gedacht habe, oh, cool. Aber nein, ist trotzdem nichts für mich. Ich kann diese Soul-Spiele einfach nicht. Und dann habe ich mir noch einen Bericht drüber angeschaut, bin dann vorgegangen und beim Heimkommen etwas angedüdelt, habe ich mir gedacht, ach, weißt was, egal. Tja, und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht, das Ding war gekauft und dann denkt man sich, ja gut, für 60 oder 70 Euro, weil ich habe es natürlich dann auch gleich in der ersten Woche gekauft, sollte man vielleicht dann doch einmal reinschauen. Ja, da warst du übrigens einer von fast, also in den ersten 3 Wochen hat das Spiel fast 13 Millionen Leute gekauft. Also das ist unfassbar erfolgreich gewesen. Die haben selber irgendwie, glaube ich, gerade mit 2 oder 3 Millionen gerechnet. Also es ist durch die Decke gegangen. Und ich habe jetzt auch gerade die Spielstatistiken von Steam, von der PC-Spiele-Plattform da. Da war
der Peak, an dem die meisten gleichzeitigen Spieler gespielt haben, der war bei 953.426. Boah, leck. Das ist irre stark für so ein Spiel, weil das ist einfach quasi so ein massentaugliches Genre ist eigentlich in seinem Kern. Und da war das schon brutal. Deswegen ist es ja eigentlich super interessant, wie das Ganze entstanden ist, wer da alles mitgewirkt hat. Aber ja, ich habe es vorhin gesagt, 5 Minuten kriegt's ja so. Das heißt, ab jetzt, wer den Rest von der Elden Ring-Folge hören möchte, der klickt sie auf Steady rein bei Viva la Movilusion und hat da ganz viel Spaß. Und dem Rest wünsche ich viel Spaß mit den anderen Folgen.